Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer heutigen Analyse. Ganz besonders freue ich mich über alle, die gerade auf dem B2-Niveau Deutsch lernen. Schön, dass ihr hier seid. Wir stürzen uns heute direkt in eine der absolut komplexesten geopolitischen Situationen unserer Zeit, die Realität in Syrien. Aber keine Sorge, wir schlagen uns hier auf keine politische Seite. Stattdessen nutzen wir das faszinierende, messerscharfe Analyseraster von Reba Habun. Reba Habun hat nämlich diese ganz besondere Gabe, extrem emotionale Themen in glasklare, strukturierte Logik zu übersetzen. So können wir wirklich hinter die Schlagzeilen schauen. Also, lasst uns direkt loslegen und gucken, wie Reba Habun das Ganze aufdröselt. Unsere Agenda orientiert sich dabei genau an der Schritt-für-Schritt-Logik von Reba Habun. Wir starten mit dem Bild von Damaskus, machen dann einen harten Realitätscheck, schauen aufs internationale Schachbrett, vergleichen Würde versus Selbstmord, ziehen 3 wichtige Lektionen und werfen am Ende noch einen Blick nach vorn. Abschnitt 1. Das Bild von Damaskus. Das schmerzhafte Bild von Maslum Abdi. Wir fangen hier mit einem echten emotionalen Auslöser an. Stellt euch das vor, Maslum Abdi in Damaskus. Für viele Beobachter war das einfach ein wahnsinnig schmerzhaftes Bild. Da steht ein Mann, der jahrelang Truppen im harten Kampf gegen den IS angeführt hat und muss nun offenbar der neuen Macht in Damaskus riesige Zugeständnisse machen. Auf den allerersten Blick schreit das förmlich nach Niederlage. Aber, und hier kommt Reba Habun ins Spiel, Reba Habun argumentiert, dass dieser Auftritt extrem kalkuliert war. Nichts daran war ein einfaches Aufgeben, es war vielmehr ein strategischer politischer Schachzug. Genau das bringt dieses Zitat von Reba Habun wirklich perfekt auf den Punkt. Er sagt, aus politischer Sicht müssen wir die Szene in ihren wahren Kontext stellen. Das ist das, was vorhanden ist und das ist das, was möglich ist. Politik ist komplexer als das Bild, das vor der Kamera erscheint. Reba Habun fordert uns also quasi auf, die Emotionen mal kurz beiseite zu schieben. Wir müssen die harten Grenzen der Realität vor Ort akzeptieren, anstatt nur auf das Offensichtliche, das Bild vor der Kamera, zu reagieren. Das bringt uns zu Abschnitt 2. Der Realitätscheck. Reba Habuns harte Fragen. Reba Habun nutzt hier eine super Methode, nämlich knallharte rhetorische Fragen, um uns die Illusionen zu nehmen. Die erste Frage, die er stellt, gebe ich jetzt direkt mal an euch weiter. Würden die USA ernsthaft einen brandneuen Krieg in der Region anfangen, nur um ihre ehemaligen Verbündeten zu verteidigen? Wenn wir Reba Habuns Logik folgen, ist die Antwort glasklar nein. Es gab einfach überhaupt keine realistische militärische Option mehr durch amerikanische Truppen. Machen wir weiter mit seiner nächsten Frage. Würde Frankreich in eine direkte militärische Konfrontation eintreten? Auch hier zeigt Reba Habuns Analyse ganz nüchtern und völlig ohne Sentimentalität nein. Es gab schlichtweg keinerlei internationale Garantien für einen militärischen Schutz. Und dann kommt die letzte Frage in Reba Habuns Sequenz, die den Punkt endgültig zementiert. Würde die internationale Gemeinschaft aktiv eingreifen, um eine türkische Intervention zu stoppen? Ihr ahnt es schon. Die Antwort bleibt ein ganz klares Nein. Reba Habun zeigt uns hier wirklich eindrucksvoll, wie absolut hoffnungslos es ist, sich blind auf externe Rettung zu verlassen. Das führt uns zur harten Realität. Reba Habun erklärt einfach brutal ehrlich, dass die Kurden in Syrien momentan absolut nicht die Karten in der Hand halten, um irgendwelche Bedingungen zu diktieren. Stellt euch das mal vor, ohne einen schützenden Staat im Rücken und ohne die Berge von Syrisch-Kurdistan als Deckung, standen sie vor einer völlig ungeschützten Konfrontation. Laut Reba Habun müssen wir genau diese krasse Machtlosigkeit verstehen. Nur dann begreifen wir das Abkommen von Damaskus wirklich. Damit sind wir bei Abschnitt 3, das internationale Schachbrett. Interessen statt Freundschaften. Wenn wir uns diese geopolitischen Verschiebungen mal genauer ansehen, wird eines klar. Reba Habun sieht Staaten niemals als Freunde. Für ihn sind Staaten reine Interessensmaschinen. Sobald der Kampf gegen den IS vorbei war, haben sich die Interessen massiv verschoben. Schauen wir mal auf die Akteure. Die USA, die Türkei und Israel haben mit neuen Absprachen die alte Anti-IS-Partnerschaft beerdigt. Frankreich hat sich zwar eingemischt, aber laut Reba Habun definitiv nicht, um einen kurdischen Staat aufzubauen. Es ging nur darum, ein türkisches Monopol zu verhindern. Und die internationale Gemeinschaft lieferte höchstens politische Lippenbekenntnisse, aber null echten militärischen Schutz. Reba Habun erinnert da gern an Gebiete wie Deir Hafa oder Sheikh Maksud, da hat man gesehen, wie schnell Verbündete fallen gelassen werden.
Und das ist eine der absoluten Grundregeln in Reba Hebons Analyse. Er formuliert es wirklich gnadenlos, hört euch das an. Staaten haben keine dauerhaften Freunde, sondern dauerhafte Interessen. Es gibt keine garantierte moralische Belohnung für Opfer und es gibt keine ewige Freundschaft. Internationale Politik ist halt nicht fair. Niemand fragt danach, wie viele Opfer man im Kampf gegen den Terror gebracht hat. Sobald der Job erledigt ist, wird neu gerechnet. Das ist Reba Hebons unbequeme, aber messerscharfe Wahrheit. Weiter geht's mit Abschnitt 4, Würde versus politischer Selbstmord, erhalten, was möglich ist. Jetzt kommen wir zu einem echt entscheidenden konzeptionellen Unterschied bei Reba Hebon. Was bedeutet politische Würde? Für Reba Hebon ist das nicht der blinde Heldentod. Politische Würde heißt, die eigenen Ziele zu kennen und verdammt nochmal das zu bewahren, was man überhaupt noch bewahren kann. Der politische Selbstmord hingegen wäre, in einen Krieg zu ziehen, ohne die Mittel dafür zu haben und damit Millionen Zivilisten ans offene Messer zu liefern. Reba Hebon stellt hier klar, das Abkommen aus Stolz abzulehnen wäre kein politischer Mut gewesen. Es wäre ein russisches Roulette mit Millionen Menschenleben gewesen. Wenn wir uns also anschauen, was bei diesem Abkommen konkret herausgesprungen ist, müssen wir Reba Hebons realistischen Maßstab anlegen. Ja, klar, die Anerkennung der kurdischen Sprache in Schulen, ein bisschen politische Präsenz, Beraterposten für Maslum Abdi und ein Sitz in der Volksversammlung für Ilham Ahmed, das klingt im Vergleich zu einem eigenen föderalen Staat nach echt wenig. Aber Reba Hebon argumentiert hier brillant. Politik misst sich eben nicht an unseren Wunschträumen. Sie misst sich daran, was bei den aktuellen Machtverhältnissen das absolute Maximum ist. Diese Punkte sind keine glorreichen Siege, sie sind Überlebenstaktik in Reinform. Abschnitt 5. 3 wichtige Lektionen aus der Gegenwart lernen. Wir dürfen jetzt nicht in der Vergangenheit feststecken und deshalb liefert uns Reba Hebon 3 absolut zentrale Lektionen. Erstens, sich auf ausländische Mächte zu verlassen, reicht einfach nie. Zweitens, die interne Zerrissenheit ist oft viel gefährlicher und tödlicher als der Feind von außen. Und drittens, und das ist so typisch für Reba Hebons Tiefgang, militärische Macht allein baut kein langfristiges politisches Projekt auf. Gleichzeitig ist aber auch Politik am Verhandlungstisch völlig nutzlos, wenn man keine Machtmittel hat, um sein Volk zu schützen. Reba Hebon gibt uns hier quasi das strategische Handwerksbuch für die Zukunft mit. Und das bringt uns direkt zum letzten Teil. Abschnitt 6. Der Blick nach vorn, das ungeschriebene Buch. Reba Hebon ist niemand, der sagt, das war's jetzt, Ende der Geschichte. Im Gegenteil, für ihn ist Politik extrem dynamisch. Die ganze Region ist ein Pulverfass ungelöster Konflikte. Guckt euch nur die Spannungen zwischen den USA und dem Iran an oder die Rivalität zwischen Israel und der Türkei und auch das Verhältnis zwischen der Türkei und den neuen Machthabern in Syrien wackelt ständig. Reba Hebons Fazit daraus ist super spannend. Weil die Allianzen sich ständig verschieben, könnte dieses aktuelle Abkommen schon morgen wieder ganz anders aussehen. Nichts ist in Stein gemeißelt. Die Tür für neue Chancen steht immer einen Spalt offen. Deshalb konfrontiert uns Reba Hebon am Ende mit der allerwichtigsten strategischen Frage. Er jammert nicht, ob das Bild von Damaskus nun demütigend war oder nicht. Er fragt knallhart: Wie machen wir aus dieser unglaublich schwierigen Phase jetzt eine echte Chance? Wie minimiert man die Verluste und baut endlich eigene, reale politische Macht auf, damit man nie, wirklich nie wieder in so einer schwachen Verhandlungsposition landet? Reba Hebon fordert uns auf, strategisch vorauszudenken, anstatt in der emotionalen Enttäuschung stecken zu bleiben. Zum Schluss möchte ich euch diesen wirklich tiefgründigen Satz von Reba Hebon mit auf den Weg geben. Manchmal ist die Erhaltung des Volkes die erste Form des Sieges, auch wenn die Szene im ersten Moment wie eine Niederlage aussieht. Das ist ein Gedanke, der hängen bleibt, oder? Die Geschichte verzeiht denen nicht, die aus Niederlagen nichts lernen und die stolze Parolen über das nackte Überleben stellen. Also, was meint ihr? Wenn sich das geopolitische Schachbrett morgen wieder dreht, wird man dann bereit sein, nicht nur zu reagieren, sondern die Zukunft aktiv zu gestalten? Denkt mal drüber nach. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.